Heute werden wir über ein sehr interessantes Thema sprechen, auch wenn es manchmal leicht übersehen wird: die Verarbeitungen. Hier haben wir Pietra Spacata. Wir haben dieses Panel in 4 Teile geteilt, weil wir euch etwas über die verschiedenen Verarbeitungen erzählen wollen. Ich möchte eine Live-Demonstration machen, denn tatsächliche Arbeitsschritte sind in Wirklichkeit viel klarer und viel wichtiger als Worte und technische Datenblätter. So, nun werden wir mit einer Anwendung von Cera beginnen und ich werde euch Vetro und Vetro Opaco zeigen, was vollkommen neu ist, und das Schritt für Schritt. Wir sind dabei, das Anwendungssystem zu sehen und seine verschiedenen Durchführungen. Nun fangen wir mit Cera an. Sie müssen nur ein wenig anwenden. Es ist ein vollkommen natürliches Produkt, das atmungsfähig und wasserabweisend ist. Sie benötigen nur ein bisschen, denn ansonsten, und das ist ein üblicher Fehler, wenn Sie zu viel auftragen, werden Sie mit Löchern und leichten Flecken enden. Und das ist nicht gut. Bitte zeigen Sie es uns, Andrea. Wie immer, absorbiert Istinto alles vollständig. Sie brauchen nicht viel von dem Produkt, um den Effekt zu erzielen, nach dem Sie suchen. Also, die Wand ist bereits geschmeidig. Durch die Auftragung von Cera ist sie glänzend. Nun benutzen wir ein Tuch, um sie dauerhaft zu polieren. Hier sehen wir den Unterschied zwischen Cera und keinem Cera. Damit von glänzend zu matt. Später sehen wir ihre verschiedenen Ausführungen verglichen mit Vetro. Jetzt werden wir Vetro Opaco auftragen, die neueste Innovation. Aufgrund der großen Nachfragen ist der Vetro Opaco nützlich, um einen starken Wasserwiderstand sowohl für die Küche als auch für den Duschbereich zu schaffen. Dieses Produkt wird unverdünnt mit einem Schwamm aufgetragen. In diesem Fall sollten wir viel davon auftragen, denn, nicht so wie mit Cera, dieses Produkt kann Probleme haben, wenn wir es zu stark reiben. Denn wenn es gerieben wird, nimmt es Luft auf, somit emulgiert es und es neigt dazu, weiß zu werden. Deshalb muss es gleichmäßig und reichlich verteilt werden, ohne es einzureiben. In modo uniforme e abbondante, senza strofinare. Hier haben wir eine Schicht aufgetragen. Für eine Duschkabine oder die Küche benötigen wir 2 Schichten, um sicherzugehen, dass wir einen vollständigen Schutz bekommen. Jetzt werden wir Vetro Lucido auftragen, um den Unterschied zu sehen. Wie ich zuvor schon gesagt habe, und ein nützlicher Tipp ist, es reichlich aufzutragen, ohne es einzureiben, um die Emulsion zu verhindern, so zum Beispiel die Luft, die durch die Reibung aufgenommen wird, nicht mehr austritt und unangenehme weiße Flecken verursacht. Wohingegen die weißen Flecken nun vollkommen verschwinden werden, wie wir sehen, sobald sie trocken sind. Und was wir anschließend haben werden, ist ein glasähnliches Ergebnis. Also, eine Nacht ist vergangen. Die erste Schicht ist vollkommen trocken. Lasst uns kurz zusammenfassen. Istinto Naturale.
Cera del Vecchio, Vetro Opaco und Vetro Lucido. Offensichtlich, wenn wir eine Duschkabine bearbeiten, benötigen wir eine gute Menge der schützenden Behandlung. So werden wir eine weitere Schicht sowohl von Vetro als auch Opaco und Lucido auftragen, um alle Löcher zu schließen und um sicherzugehen, dass keine Absorption der Wand stattgefunden hat. Jetzt werden wir fortführen und einen Pinsel nutzen, da wir in all die kleinen Details gehen müssen. Dieses ist Vetro Lucido. Den Pinsel, den wir nutzen, ist für Harze gemacht, der nicht die Ränder des Auftragens zeigt. Der Test ist beendet und wir haben jetzt 4 verschiedene Verarbeitungen. Hier ist nichts, hier haben wir 2 Schichten Cera aufgetragen, hier 2 Schichten von Vetro Opaco, was komplett neu ist, und hier unten 2 Schichten Vetro Lucido. Di vetro lucido. Questa protezione. Dieser Schutz ist für alle unsere kalkbasierten Produkte geeignet, namentlich Spirito Libero und so wie in diesem Falle Istinto. So haben wir 4 Verarbeitungen und 4 Ergebnisse. Hier ist es vollkommen atmungsaktiv. Hier ist Cera del Vecchio vollkommen wasserabweisend und trotzdem atmungsaktiv. Idrorepellente, ma ancora traspira, l'aria e l'acqua passano. Hier haben wir Vetro Opaco und Vetro Lucido, die für das Badezimmer oder Küchen geeignet sind und einen vollkommenen Schutz gegen Wasserstrahle bietet. Stellen Sie sich eine Duschkabine vor. Wir schützen sie mit 2 Schichten dieses Produkts und so können wir sicher gehen, dass wir sie für Jahre nutzen können, weil das Wasser nicht durch die Wand eindringt. Warum konzentrieren wir uns so sehr auf Kalk? Weil es ein vollkommen natürliches Produkt und absolut atmungsaktiv ist. Die technischen Spezifikationen sind klar, aber die Demonstration, die wir heute machen werden, geht über die technischen Datenblätter hinaus, denn so können Sie für sich selbst den Wert dieses Produkts sehen. Jetzt werde ich Wasser auf Istinto sprühen und Sie werden sehen, dass es sofort absorbiert wird. Immediatamente assorbita. Wie Sie sehen, Istinto absorbiert es. Assorbe. Cosa succede con la cera? Perché Istinto ha questa... Was passiert mit Cera? Wir sehen, dass Cera wasserabweisend ist. Wasser neigt dazu, wegzugleiten, aber an wenigen Punkten absorbiert, da Cera seine Atmungsaktivität behält. Viene solo assorbita in qualche punto perché ancora mantiene questa traspirabilità. Andiamo invece... Lassen Sie uns nun sehen, was mit Vetro, sowohl Opaco als auch Lucido geschieht. Das Wasser fließt hier weiter, es wird nicht absorbiert. Das sind die hervorragenden Eigenschaften dieses Produkts. Grandi caratteristiche eccezionali di questo prodotto. Lassen Sie mich Ihnen noch eine Sache zeigen. Sie sehen, wir haben hier noch ein wenig Absorption. Also, wenn wir auf eine Duschkabine arbeiten oder an der Rückseite eines Waschbeckens, müssen wir Vetro noch einmal auftragen, um diese Mikrorisse zu füllen, um eine vollkommen wasserdichte Wand zu haben. Vetro a chiudere tutti questi piccoli queste piccole micro fessure in modo di avere una parete completamente impermeabile e poter dare così una possibile variazione di finitura per... Jetzt müssen wir anfangen zu arbeiten und Spaß mit Badezimmern und Küchen zu haben. lavorare e divertirsi con bagni e cucina.